Also im Busch geht es schlecht. Ganz schlecht. Den Hauptgrund dafür ist der Klimawandel. Das ist nicht neu und das ist keine Überraschung. Aber wie können wir den Busch nicht gesund machen? Der Busch von der Zukunft soll und Klima von der Zukunft angepasst sein, dass der weiter CO2-Bannen an anderen Schutzfunktionen erfüllen kann. Aber großen Challenge ist, dass es nicht klar ist, wie genetisch das Klima da wird verändern. Wie ein Beam wird da am besten adaptiert sein? Das ist umso mehr schwierig anzuschätzen, weil Bäume ja gerne mal pro 100 Jahre alt gehen. Halbwegs verlässliche Klimaprognosen können aber kaum so weit in Zukunft gemacht gehen. Dafür besteht der Konsens für idealerweise nicht auf ein oder ein paar Arten von Bäumen zu setzen, sondern zu probieren, mehr verschiedene Baumarten anzusetzen. Wenn wir verschiedene Baumarten uppflanzen, da sind da hoffentlich immer ein paar dabei, die evaluieren. Außerdem soll Stress für die Büsche reduziert. Konkret hier statt jedem Schützen, Wildbestand regulieren, weil die Wölfe geht Dachs und Jungbienen knabbern, und andererseits nicht so viel an den Busch ergreifen. So viel wie nötig, also Mann wie möglich. Ihnen das sicher. Die Büsche von der Zukunft werden andere sind wie den Haut, aber sie Kompromisse nötig. Wissenschaftler, Forster, Buschbesitzer, Naturschützer, Administrationen und so weiter schaffen viel drum zu gucken, wie in der Busch von der Zukunft kann gestalten. Und es wäre wichtig, dass wir alle Bewusstsein dafür hätten, wie schützenswert der Lebensraum ist. Als Erholungsraum, als Nutzraum, als Schutzraum für das Klima, für die Biodiversität, für proper Trinkwasser und vieles mehr. Weil